alle Gurren. Die hat haut just Bilder gesehen vom Centre Ganser, das do, wo man immer als Port de Vert tun. Leider mit der Pandemie war das ja nicht möglich. Wir hoffen, dass wir am Januar können aufhängen und uns am Centre Ganser treffen. Und natürlich auch mit Musik, von das möglich ist, dass wir können zusammenkommen. Ne? Das Centre Ganser als do für Port de Vert und natürlich auch von der Rendezvous frot, von der gerne persönlich Gespräch frot, dann treffen wir uns immer am Centre Ganser. Lo, no der Vakanz wollte ich ein bisschen weisen als Blitzhaus, wo wir heute bei sind. Wir haben das gelohnt. Und wir haben 2020 haben wir ja am Anfang die ganze Zeit alles über Zoom gemacht, über Videos, weil du war ja mit der Pandemie konnten Leute nicht mehr ins Spital gehen, sie hatten keine Möglichkeit, bei Orthophonisten zu gehen, sodass wir ab dem Moment gesucht haben, dass auf unserem Internet, dass in konnte, Sachen gesehen von den Orthophonisten, von den Psychologen und auch wie sich spricht, bewegt. Alles das war beim Site. 2022 haben wir dann angefangen, als Leute am Komitee vorzustellen. Und das könnt ihr alles auf unserem Video gesehen. Hier, wie gesagt, sieht an unserem Büro. Wir haben ein kleines Büro. Hier sieht ihr das Büro von der Madame Speitel. Sie ist responsabel, sie ist das erste, die wir angestellt haben. All die anderen sind benevolent. Wir werden am Laufe von diesem Jahr noch 2 neue Leute anstellen, weil die Arbeit vom Blitz geht immer mehr groß und wir brauchen mehr Leute. Ihr seht, das kleine Büro, Madame Speitel ist auf der Seite, die normalerweise auf die andere Seite, mit der Pandemie, haben wir das einfach so gemacht, dass ich von daheim aus schaffe. Der Blitz, wie gesagt, ist 2013 gegründet gehen. Und 2016 sind wir bei SAFE angetreten. Was ist SAFE? Bei SAFE ist die Organisation, die der Blitz am größten ist in ganz Europa. Das ist die Organisation, die sucht dafür auf 35 Länder, dass überall dieselben Konditionen sind für Leute, die in ihre Schlag haben. Was möchte denn SAFE? SAFE hat gern, dass an alle Länder so 10% Männer ihre Schläge sollen sein. Ihr wisst, das größte Problem beim Hirschschlag ist der hohe Blutdruck. Und da haben wir natürlich eine große Kampagne gemacht. Und das könnt ihr gesehen an unserem, könnt ihr bei uns bestellen. Was sind meine eigenen Risikofaktoren für einen Hirschschlag zu kriegen? Besonders wissen, dass der hohe Blutdruck ein Hauptproblem ist beim Hirschschlag. Was mich nach SAFE hat gern, dass an alle Länder so dieselben Konditionen sind. Das heißt, wir haben heute zu Lützburg 4 Stroke-Spitäler. Das ist ein extra Spital, wenn der Schlag hat, das am Norden, am Centre, an Kirchbirch und natürlich am Süden. Es ist auch ein Spital, und das soll überall dieselben Konditionen sein. Dafür sollen all die Spitäler sich zertifizieren lassen. Das ist eine riesige Kampagne, das dauert Jahre, bis jeder die Zertifikationen hat. All die Spitäler hatten angefangen mit der Zertifikation, aber mit dem Covid ist alles durcheinander gekommen. Und wir hoffen, dass nächstes Jahr das möglich ist, dass alle Spitäler sich auch zertifizieren lassen. Das sind die Großmissionen von SAFE. Wir sind regelmäßig da und wir schaffen mit was sie als 4 Stunden, an dem Sinn schaffen wir zusammen. Dann haben wir natürlich eine große Broschüre, wo da ganz viel Informationen könnt kriegen, was ist ein Schlag, wie gehe ich da um. Und natürlich könnt ihr bei uns immer anrufen, für alle technisch, für alle administrative Aufgaben, als man am Spalte zuständig, soll etwas sehen, was medizinisch ist. Dann verweist sie und mich und dann gucken wir zusammen, wie wir mit dem Dingen gehen. Ihr wisst, am Moment haben wir kein Port de Vert, wie gesagt, bis am Januar haben wir kein Port de Vert. Aber ihr könnt geschwind die Welttag vom Hirschschlag, ihr wisst, das ist der 29. Oktober. Und wie all Jahr haben wir das Jahr gesagt, wir gucken, dass wir das Jahr die Möglichkeit tun, mit den Neurologen aus den 4 Spitälern, dass wir können teils oder nur geguckt gehen.
die wisst das ist auch große Problem, wenn du ein Embol dran hast oder Problem hast, da kann ich das am Voraus lesen. Und dafür biete mir das gratis an, mit den 4 Spitäler. Alle Informationen kriegt ihr noch über die Zeitung, kriegt ihr das mitgeteilt. Dann schaffen wir zusammen mit den Aptiken. An den Aptiken, je nachdem, ob sie groß genug sind, und wir Martin ausgemacht, also du könnte Blutdruck gratis bei ihnen messen. Und dann haben wir noch eine Aktion, und ich meine, die kennen da alle Guren. Da haben wir all Jahres den Blitzhecht am französischen Likör. Und wir haben bei den Bäckern, kann ich Ihnen erklären, mit unserem Logo drauf kaufen. Damit unterstützen auch den Blitz mit einem kleinen Dor, den er dann an den als dann Bäckern überweisen. Also das ist die grosse Aktion, die wir haben. Und wie all Jahres, oder so mal sind 2 Jahre, war das nicht mehr möglich, haben wir immer eine Großkonferenz am Beeteburger Stadt. Und auch das Jahr haben wir gesagt, wir probieren es mit dem Covid, haben wir leider wenig Leute, die wir ranholen können. Und dafür haben wir dezidiert, dass wir dasselbe streamen. Das heißt, ihr könnt auf Internet live die ganze Konferenz verfolgen. Leider also das Jahr noch nicht möglich, dass wir das sehen können. Wir hoffen, dass wir das nächste Jahr alle können sehen und zusammen den Tag feiern. Zum Schluss will ich aber noch darauf hinweisen, dass wir als Leute immer anbieten, das ist, wenn in nur dem Spital, Warntherapie, die erste Therapie fertig ist, dann könnt ihr heim und da stellt ihr fest, dass es nicht einfach ist. Dass du heim ist bemol alles viel mehr kompliziert. Situationen zwischen der Familie und den Betroffenen sind höchst problematisch. Und dafür bieten wir den Leuten gratis 10 Seancen bei einem Neuropsychologen an. Wir haben 4 Neuropsychologen, die an unserem Komitee Scientifique sind, die Leute empfangen. Alle Seancen die kosten 110 €, und wir bieten 10 Seancen gratis an. Und ich denke, die sollten unbedingt von dem Service profitieren, da das nicht nur gut für ihre Familie, für ihr Zusammenleben, ist das ganz wichtig. An dem Sinn würde ich noch ganz als Buch und Herz legen. Ihr wisst, das schon mal gemacht, man muss ein Kämpfer sein, und da sind von den Leuten halt zu Lützeburg verschiedene Reportagen, auf der einen Seite aus den Betroffenen, auf der anderen Seite aus der Familie. Und alles das kann ich helfen, mit der Situation von ihrer Stadt einzugehen. Die wisst, in ihrer Stadt ist nicht, was nicht ein halbes Jahr, auch nicht ein Jahr, in ihrer Stadt ist für längere Zeit Futterprobleme hat. Und dafür sind wir da. Futterproblem, melde dich bei uns, wir sind für eine Stunde. Vielmals merci. Ade. Und die Luft, die hältst du